herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy, Luxemburgs feines Metal Podcast. Mam Gilles und Mam Püt. Guten Morgen. Bonjour. Und du? Ma ja selbstverständlich, wunderprächtig, hi. Ja, Was lebt, mein Freund? Oh ja, das wunderschön trist wieder drehen. Das ist schön. Wäre ideal für Metall zu lauschen, aber komischerweise. Mama, genau das haut nicht. Man haut das nicht. Und der werde ich natürlich am Graf umdrehen, für die, wo nicht mehr in da sind. Mehr haben natürlich ganz viel nach immer über Metal zu zählen, aber es gibt natürlich auch noch andere Musikrichtungen, wo ein Metaler muss lauschen. Oder zumindest sich von anderen Sachen kann influenzieren lassen, weil wir lauschen auch nicht nehmen Metall. Was ich meine, so gut den meisten der Bausen. Ich meine, Ifrei kann Metal lauschen. Ifrei wird auch dann, also Ifrei in den Podcast lauscht doch höchstwahrscheinlich Metal. Aber es ist immer ziemlich sicher, dass doch Ifrei nach einer Sache in seiner Diskografie daheim hat. Ne? Das will ich aber stark hoffen, weil so schön die Metallers so sättigend kann es aber gehen, wenn es wirklich immer dasselbe schlecht ist. Ja, Heinz muss in einen kleinen Aufjüstung mal drauf. Absolut. Egal, absolut. Du fällt mal direkt an, weißt du, an der Zeit, wenn du dann so an deiner metallischer Jugend fährst und dann hast du dann Leute kennengelernt, die auch Metall gelöscht und das ist halt gerne immer die Sätze gefallen und ich meine, mir noch schon ein paar Mal gesagt, so, ja, ich lösche just Metal und ich kenne das nicht ernst und so, Dude, du weißt, dass du mich am Gang was unzuleid, weil kein löscht das just eine Sache. Das ist ziemlich trist, muss ich. Es gibt ganz viele verschiedene Genres und Musik dabei. Quäschte gar noch mehr komplex und noch mehr durcheinander wie der Metall sich ist. Und wir wollten das an einer, soll man eine Series nennen. Wir nennen einfach den Non-Metal-Stuff. Genau. Und das kann wahrscheinlich etwas gehen, was wir immer am Werten updaten. Mindestens einmal am Jahr vielleicht so. Das können wir gut machen. Weil, wie gesagt, es könnte wie am Metall immer so neue Sachen bei. Ob es Poppers, ob es, keine Ahnung, Synthwave, ob es Goffigers, ganz egal. Wir haben da natürlich nicht nur Hi-Fi schlauer gemäht, wir haben natürlich auch schon Sachen am Vieraus schon ewig gelauscht. Wir haben gesagt, wir nehmen das mal heim, dann gucken wir mal, wie die Reaktionen sind. Vielleicht kennt die P doch Bands, die ich nicht kenne. Oder Songwriter, wer doch immer. Und ich wahrscheinlich auch. Bestimmt. Ich meine, mir auch schon. Ja, da müssen wir gucken. Ne? Ich meine, wir kennen alle zwei ein bisschen als gut. Ne? Viele Sachen von denen, was du löscht, das kann ich zum Beispiel nicht. Und ja, ich muss auch so, dass der Moment vielleicht auch nicht unbedingt Menges. Ne? So, genauso wie Sachen, die ich lösche, ohne Dinge ist. Ne? Wir wollen einfach die Leute noch anderen Abblick und Musikweise. Ne? Das ist so, also. Das ist nicht unbedingt, wie soll ich sagen, so 0815 Popmusik, wie sie vielleicht im Radio lebt. Kann aber auch drin auf hier kommen. Ne? Ich will da nicht schlecht schwätzen oder so. Ne? Ich meine, du kannst auch vielleicht eine Überraschung für die Leute draußen werden. Ne? Wir wollen einfach wissen, was mir da so lauschen, dann hoffen, dass die Leute das vielleicht auch ein bisschen gefällt, die Serie. Ja. Ich denke schon. Ich meine, wenn man da müssen einen Punkt nennen, wo wichtig ist, für über allgemein Musik zu schwätzen, können wir eigentlich genauso gut zurück und als Anfangskontakt mit der Musik. Ja, genau, da wollte ich auch viel und das meine ich extrem wichtig. Wir kennen das natürlich auch schon maybe 20 Jahre, wir haben dort sicher daheim aus einer Musikinfluenzen hören, wie man sie haben. Ja, wenn ich just mich gucke, gell, mein Pap den hat halt immer gern Hard Rock 70 so Sachen gelöscht hat, aber dann noch so ganz, ich will nicht so bizarr, aber instrumental Legenden wie Mike Oldfield als bei uns Rob aufgelaufen, gell. Für die, die nicht wissen, wen das ist, ich meine Tubular Bells, war mit eigentlich ein von den ersten Stecker, was mehr wie 20 Minuten ein Lied war, das damals gut nicht gegangen, just für ein Beispiel zu nennen. Was Leute bestimmt kennen, was sie vielleicht nicht wissen, dass von Mike Oldfield ist, das ist der Intro-Song vom Film The Exorcist. Stimmt, ja. Das von Tubular Bells, ne? Genau, das ist auch, ich meine, das ist ein echt Lied, sogar drauf. Ja, sie ist just 2 Lieder.
ja das ist ja von schon, exceptionell ne, für die Zeit absolut dauern 1000 Stunden ja so, also, so Sachen sie bei gelaufen Foreigner Mama gern französischen Pop gelauscht hat wie gesagt das sind aber du bist schön nicht so just frankophon aber französisch Musik war auch immer wichtig auch natürlich italienisch Musik durch mein familiäre Background das sind so Sachen wusste an der Zeit wo geholle sind das war einfach du wisst war einfach dort war so wie ein ich nenne dann immer gerne so Liftmusikeffekt so dass du fand nicht das nicht schlimm mit das aber du und das angenehm einfach weil es so aus aber es sich natürlich auffällt das kurz Hintergrundmusik so für so voilà laufen zu lassen voilà komischerweise muss ich so lo sind ich ganz oft am Gang Sachen zu sichern wo merkt wie ich klein war dann das Lied gelaufen an ich wie willst du darauf kommen die verrierst den Eltern so die ich schon selber gut keine Ahnung mehr hin was das war so ich weiß nicht wie was das ist gell und dann begehst du dich dann da bei sich und vielleicht findest du dann rum oder heinst du sogar in einem Restaurant was mir das schon geschieht so wow da kommen da dick viel Gedanken an Memoiren zurück wo du denkst so ja du kannst nicht just ja muss schnell ein Handy holen nach Shazam gucken Ja, und voilà. dann, wie ich das Lied klar gucken muss ich ein ganz interessantes Programm den er auch ganz oft schon Leben gerettet hat muss ich so ja das stimmt wie war das bei dir so was hast du daheim dass du von Musik gelernt oder an Dingen Ufangsjahren wo du Musik vorgeholt ist das sind von ziemlich spät kommen also von wirklich so wirklich Ufangs Teenager-Jahren ich mich ein bisschen wie für Musik interessiert vier drunter bald nicht das also weil auch das von meinen Eltern auskommen Poplasche und sich ziemlich random Musik das kann muss mir einfach gefallen gell also nicht große Musikslauster aber in der Dose Plackespieler mit viel Collins und so weiter ne ja aber meine Mama also ich da Deutsch Schlagermusik Volksmusik Ja. und so ne das war natürlich nicht so Menges ne aber ich war echt damit von meinen Brüder beeinflusst gehen ne? Die auch schon gut stecken sind die ich ne die da schon ja am Rock an der W waren 7er 60er Jahren das dann auch das hat ich viel rakom sind ne ich war auch bei Rockmusik als ich da Verbindung komme ne dann man New Metal war mir echt denken sondern da an Metal rakommers und dann nur New Metal dann mehr so Richtung Alternative Rock gegangen so Sachen wie Radiohead, Placebo und so weiter ne Alice in Chains und so Sachen auch schon den Chains, ja Grunge natürlich sowieso ne und dann wollte ich aber auch die ganze Reis machen durch 60s und 70s Ja. und so ne das war dann ist die ganz große Beatles-Fan ich liebe Beatles wirklich ich meine du warst noch mehr großen The Doors Fan wie der Beatles Fan warst ja die wollte ich egal wie auch erwähnen ne ich meine The Doors wenn sie nicht kennt schuld. das 60er 70er Jahren Psychedelic Rock kann ich so ne man Jim Morris ein immens charismatischer Sänger gewesen ich gebe so in den Debütalbum von The Doors als nach bis heute mein Lieblingsmusikalbum of all time ja doch manchmal muss ich mich dazu gesellen ja Ja. people are strange when you're a stranger ja das war auf dem zweiten Album das war im zweiten. stimmt fuck hast schon war gut strange drin de Maler days. gemäht dann alles falsch kann mal gut schälen Der nächste fand also düster so psychedelisch an düster gleichzeitig gemischt gerne das bis heute das also ein mega awesome Atmosphäre noch wenn das Lied die End könnt wie war der schwarze Geld 10 Minuten lang Rees durch all mögliches ja. Das wo mir ja auch schon oft viel ganz philosophiert ganz viel drüber philosophiert dat Lied ass us sech den Opbau zum Orgasmus ass als schon méi wie ja, enke wie bewusst Sex Lieders wie Sex voilà. Und, ja du schles nicht mich den Piet gerne nun echt war ich da den wo Grunge sinnnech am Anfang recht rakom ja es war die du no du stöch keine geleert hun an der Phase ich wusste wenn ihr Werner war mir du halt nicht den Lien gemäht okay wat machen die du eigentlich das war schon ball ich mengen wann du wie man du hin gell du hast da wie gesagt viel Glam an so Sache gelaufen auch no da waren ihr Werner schon zu soft dafür ja. auch die Doors sind auch ganz viel daheim gelaufen ja ich fangen sie verschiedene Sachen die muss ich einfach hören oder die Beatles natürlich dann
selbstverständlich sogar. Absolut. Und Queen auch absolut Ja, wichtig. Queen ist ja recht mich spät drauf gekommen. Aber wo ich sie dann bis Ger gewonnen hat, ist auch ganz viel gelöscht. Das ist auch phänomenal. Ja. Mit den heute so Phasen, ich meine, es sind noch überzeugt, aber Melo fertig sind mit der Episode abholen. Weil ich schon lange Kind The Doors mir gelauscht hat. Dann laufen wir ein bisschen drüber geschwatzt, also so kleine Funken, Interesse, so, obwohl ich so alles auch schon 1000-mal gelauscht hat von mir so. Ich kann die Lieder alle auswendig. Du kannst auch alle Matze an der Menge. Zum Deal. Den ersten Album, wo ich da muss sagen, wo ich nicht so warm damit gesehen, das war den Soft Parade. Obwohl dann denke ich, nützlichen Moment, aber das ist definitiv nicht so gut für die anderen. Ja. Und dann okay, Lieder, Alben wie LA Woman oder so. Ja, das ist geil. Einfach geil. Musik. Wie da wahrscheinlich ich könnte denken, haben wir natürlich auch für das Thema ein Spotify löscht, wie der Tradition das hier im Podcast gemäht, die man dann über die nächsten Jahren eventuell auch werden immer updaten. Und da sind halt ein paar interessante Sachen dabei. Das ist so krass gemischt. Ja. Die löscht gucken, das ist so krass. Das ist schon ein paar Mal angespielt, vor allem halt die Sache, wo der Petra gemäht hat, weil du aber auch vieles dabei hast, wo ich wo du mir vielleicht schon hören und so nie wirklich gelauscht hat tun. Und ich ging so, wir können mal vielleicht ein paar interessante Perlen rauspicken, was meinst du? Sachen, wo uns dann natürlich auch verbunden ist, gesehen gerade hier Nummer 3 steht etwas, weil das ganz wichtig ist. Ja. Ganz viele Leute können nicht, aber du fängst. Aber ich meine, dass auch viele Leute dabei sind, die also Podcast lauschen, Winter Metal Story, auch enormen Björk-Fan sind. Ja. Wir haben gerade gesagt, das Björk, yeah! Auch schon live gesehen. Wir hatten schon erwähnt, dass wir ein bisschen Fan von Björk sind. So. Aber bist du Fan, das vielleicht übertrieben, ne? Übertrieben, ja. Ich muss also sagen, ich bin trotzdem mehr Fan von seinen früheren Sachen. Und die neue Sache kann ich einfach nicht so wirklich warm gehen. Ich spüre, dass wirklich, das ist eine geile Atmosphäre, die aufgebaut ist. Aber so die ersten 4 Albumen von Björk, das ist für mich so der Nonplusultra trotzdem. Ja, da ging ich dann recht. Boah, ich hatte an das Licht, das Lied Pagan Poetry, das war das erste Lied. Das ist auch geil, ja. Das erste Lied, mit dem ich in Kontakt gekommen bin, was Björk war. Und mein erster Gedanke war, das weiß ich noch, weil meine Frau sagt das haut noch, wie kannst du selbst lauschen? Weil das für eine Stimme. Du hast ja wirklich die ultra bizarre und aber auch familiäre Stimme. Ja, und klingt auch einfach oft, wie wann die falsch sangen, weil du von auf nicht möchtest. Das ist das, was mit verschiedenen Leuten vielleicht nicht eins gehen. Ich fand, das ist auch genau das, was Björk ausmischt. Ja, klar. Und so ging es, egal was für Lied von ihm holen, du gingst einen anderen Sänger setzen. Das ging an der Masse gehen. Und du hörst auch den Akzent hörst du auch raus. Fand ich aber gut steuert. Ich fand das mega cool und echt wie süß. Ja, wie der hört, mir schwärmen hei. Ganz viel über Björk. Mir Björk auch live gesehen für 3 Jahre, also schon eigentlich hier. Das ist schon lange her. Das ist schon lange her, bei ja, 2 Jahre, also nicht gelaufen. Ja. So krass, okay. du hast. Ich meine, es ist schon 3 Jahre hier. Das war auch ein ganz eloquenten Konzert, kann ich so sagen. Spirituellen Erfahrungen so, ja. Ja, ganz viele Lieder gespielt, wo wir kennen, ob neue Reprisen, wo man natürlich, ich meine, natürlich erwartet sich das kein, du hoffst, dass du die Lieder hörst, wusste auch ging es am Radio hören oder auf der CD da von ihm mehr. Ja, aber so als Björk. So als Björk nicht. Und dafür ist er doch gar so gut mengen, nicht? Ja, das hat schon etwas. War schon eine Erfahrung, gut. Ja, absolut. Was tun wir danach an der Liste, wenn es mal ein bisschen... Ma, da warte ich. Was wird mein guter Pizza dann dran gesagt? Oh, was habe ich alles dran gesagt? Was haben wir da? Ja, Bahama, Beatles, The Doors, Radiohead, wie ich es schon angekündigt habe. Johnny Cash, Johnny Cash-Fan. Auch schon ganz gerne sein American rein. Er hat einen American 1 bis American 5 und das fand auch immens ziemlich persönlich Albumen. Teilweise auch immens trist und melancholisch Albume, gell. Und das American 4, The Man Comes Around, das ist auch mit eben mein Lieblingsalbum von ihm, gell. Ja. Und
ich kenne viel über den Album so und lang über den Album schwärzen, obwohl der größten Teil aus Coverversionen besteht von anderen, ne? Zum Beispiel ganz bekannt das Lied hört, was Johann Lisch gesagt hat, weil ein Lied von Nine Inch Nails aus, was hier gecovert wird auf seine Art und Weise an sogar den Trent Reznor von Nine Inch Nails hat nur gesagt gehabt, ja, aber du hast sein Lied. Das auch wo ich mein, Ja. verbind kenet méi mat Nein in Schnells Nee, das das sei Lied an net soch auch dummer menggeneg bei vielen zu der für wenig erst den rauskom ufang Anfangs 2000. Ich mein, Anfang 2000, ja. Hueten sech auch dir abgemäht bei viel Leiit eben Jugendlöcher déi gut gin Johnny Cash geléuscht hunn an wo bisssen den Lienruten zu der ja wie du sest zu dem bluesfällig nennen wie kannst du das auch kein Country das gif Ja, das ist so ich war vermischt mal den Rockstar der Country Sänger so. ja okay da das ein gute Beschreibung ja Aber das American Reihe ist noch anders, das ist wirklich noch mehr einfach emotional an depressiv ein bisschen depressiv, ja. Aber schön, gleichzeitig auch schön. ja aber auch eine ganz wichtige Musik an natürlich generell an der amerikanische Geschichte wenn man schon bei so Legende sind wo man nach natürlich auch Christen wie David Bowie gell? Genau. Wo auch wichtig zu nennen ist Auch größter Fan von ihm. ja den Herr Stardust ne Genau. an ja also schmengen die Löschtei das wie de PC das so durch den an all genre gemischt wie sie bei klassischer Musik teilweise sogar das voilà, also das net lo so nee ich kann dat net ich will der net lausren ich denke net einfach das Datei enke wirklich von Hanne bis 4 zu lausren kenn ich mal vierstellen kennt die Leute gefallen Ja, leider so. Auch am Motorlaufen los, von dem 4 zum Hintergrund können wir probieren. Ne? Ich gesehen von dir sind viele Sachen drauf, wo ich noch nicht direkt kenne. bitte das mich was- so Ich bin schon mal, warte mal, Mario Bacuna e Mundo Carneiro. Was kannst du mir dazu sagen? den Mario Bacuna Wunder ja denn das ein brasilianischen brasilianische Gitarrist an sich also dein komisch Story wie ich keine geleiert tun an sie komischerweise extremst tropesche blieben obwohl auch sich gönnet mein Genres von Musik weil die machen eng Mischung aus Bossa Nova Soul an Folkelement an stadtlose Person an sech mi franisch mir gucken eng Serie auf YouTube die Sorted Food hecht dat Musik zu dit sech an enger Episode wo dann déi Feier Dudes déi den Sorted Food Channel an kleinen Tipp ja die Foodies dabeisten check dich dann daran das ist schon geil die ginn durch London Nightlife an ja an engem Club tritt dann den Mario Bacuna op an ich war net ich will net so wow, so gut geht gespielt dann hue so gut gesungen mit war einfach die Level und Emotionen wo den du riverboot huet an den pu Sekunde wo statt gesinn ge so Okay. dat klingt richtig nice an ich kenne mich ich will so eine bisschen mat Bossa Nova aus Bossa Nova ist schon eine ganz speziellen aber echt der südamerikanische Genre Wie ist das beschreiben für ihn, den du nicht weißt, wer das? Bossa Nova ist wann du gings ja wie beschreibt die Bossa Nova das ist ein ganz gut froh wo ich dann nicht einfach so Ich froh, weil ich weiß nicht, ich kann nicht an den Begriff aufdenken. Bossa Nova ist halt gern immer ob Spanisch oder Brasilianisch gesungen weil es könnte aus dem ja mexikanischen brasilianischen südamerikanisch am Punkt so ich fand so Geburtsstelle das ich fand für einen geschmackvoll zu machen ging es so de wo die Latina R&B gedengels nicht gern hört kann ich mal vorstellen dass Bossa Nova gern hört weil das aber echt ob den Stories bezogen wo sie sagen ob der Ader weiß wie sie spielen oder dass es wie Helo zum Beispiel der Mario Bacuna spielt akustisch Gitarre oder spurisch Gitarre das ist ein Monster geil ganz ehrlich okay. Und Edmundo spielt Perkussion han drin me ja se du dich net da sag ich so
das ist ziemlich das kann schon simpel. viel Sinn, das kann schon viel Sinn. Me bringt ganz viel Emotion rüber an hier lo den Album where Rio de Janeiro meets Bahia as do wo hier geboren ist mengen ich an am Anfang du kennst dat tot ganz ehrlich kennst de Laustre wann du gingst solo Klischee durch den Dschungel fuhren du fährst dich eng verlosen Streck Richtung ein Dorf wusste etwas wichtigste mat verbindst an dat Lito Mercado de Siri das keine Ahnung es sind so krass der Pasche geblieben das leider sind sie noch nicht so lange dabei dat war also sein echten richtigen Album für ich meine in einem halben Jahr oder so Okay. an den hast bei mir nonstop am Auto gelaufen es schon so nicht gelöscht hat wie der an ich war verzaubert davon an schon han auch rausfand dass se Sachen noch op Bandcamp sind also Okay. ich kann de nimmer rekommandieren ich meine das echt dafür Leute die wissen akustisch Instrumente zu appreieren an eng gewissen Dave an en gewissen Form von en gewisse Form von Expressionismus wat de du man an ja also ich kann net just rekommandieren der finde ich tra gesagt Okay, ich kann okay, net okay. lang genug me so ja dat du hast richtig geld scheiß ge Okay. das mal soviel dort so wost du nachfroen Was soll man dann noch dat Combo wahrscheinlich ja dat Combo sieht man auch nicht ja dat Combo das genauso englisch Story gell dat Combo sinn an enger Folsch vum Anthony Bourdain Sänger No Reservations Folch wo se a Portugal waren zu Lissabon sind sie do opgetruden dat ass wie wann ze gings Tito Tarantula ging suelen aber am instrumentalen portugiesischen an der bisschen halt die portugiesisch Folklore hecht auch ganz viel ich meine die portugiesisch Musik ist oft von wie hecht die Genre schon mehr und nicht vergiss lebt mal über Song ich komme nicht drauf auch erinnere mich dran dass ich Stadtmusischen dass den Okay. das Folklore basieren das erzählt halt Geschichte von der Oppression an der Diktatur wo Portugal durchgegangen also gewisse Genre von Musik entstanden Min an die Kas fiestelle Ech komme net trop. kannst du nicht schnell googlen oder so Ja wie ging ich portugiesisch depressiv Musik oder wat? Fado voilà, so Fado okay, als gewissen Stil vu Musik Folklormusik an sie mischen dat och gern an die Lieder an. Wie gesagt das hat sich instrumental hört mich auch ganz viel beabflusst ich will net so ménger Spielart derweis méi weiste op südländisch Musik kannst trop agoen ich meine ich war viel von der halt an der italienischer Musik ganz viel matkrit wo auch ganz viel Pasche blieb muss so melosch wann spanisch Musik denk könnt de Klischee dass egent den Tango dans dann dem man enger spanischer Gitter durchsteht sing 10 Flamenco, so. voilà, Flamenco gell. Flamenco fand ich auch mega geil Das mega geil. das nice mit das leider auch extrem Klischee verbunden geil ja so wie Metal auch so wie Metal auch ja absolut me an portugiesisch muss ich denken lo bisssen du natürlich még Hand dra gelöt und gesagt okay wat geht da ich kann doch nicht so weil du verbindst aber immer dass de südländischen Deel aber das effektiv so Portugal Spanien der Süde von Frankreich Italien Griechen und Kroatien as vu Folklore dominiert gell und du fand ich da cool wann Bands wie dat Combo eben probieren dat op eng modern anderweis zu machen dat wird mich du bisschen so auch dazu motiviert du bist méi genau zu sichern ich mengen zwar net dass het junge nach gin schon ebe schneisch wie von ihnen gesinn okay wat ja ich meine einfach weiter weil Löwendriver also mal ganz wichtig ist persönlich ja okay da das aber ich davon du aus so mein Papa und der Seitchen nieft den ganzen Glam an Hard Rock an Heavy Metal auch ganz viel World Music gelauscht hat eben auch schmenge mal Goldfield as Materien och zwanger Weltenmusikin weil et gouf ki Stempel ich meinen jiin kann appst du mat ufhenken oder fën zumindest egent App dran an du hast Andreas Vollen weiter da das nämlich den her den an den noch schon 7 Jahren oder so den huet gedeet ech sinn Harpist hecht ich spielen Harf me ich will aber net klassisch Harf spielen
weil man die Prinzip ein bisschen ich übertreibe Loge die Prinzip ein bisschen op de Sack geht also man ich mal eng elektrisch Schaf an aber die Elektroschaft gebaut an hue ganz viel ich fand natürlich auch zu betiteln an der Folklore an Underground 10 an dann auch an dem weil das K-Pop das alles instrumental an auch ganz Körper albe Gemäde mischt nach immer Musik ja, die Mann ist auch schon weit ich meine weit an die 70 an zum Beispiel dat Lied Caverne Magica geholl wat vom Album Caverne Magica ass keine Ahnung schon die Lieder die ihm gelauscht hat durch mein Pap an net go CD die Andreas Vollenweider Trilogie geheescht huet dat waren 16 echt Alben die kannst du wortwirtlich von Ufang bis an lausren das für viele Leute Background-Musik für mich das mir auch spirituell okkult will ich net so weil nicht dummer sie mir das auch so den Rode vor dem sich durch alle Album zieht eng Rees durch net durch Zeit Raum eng Rees durch Bierger durch Seen durch eng Rees durch die Welt empfang cool sind extrem viel Instrumente dran auch wie gesagt hart von ich gesot Erhu hast die japanisch-chinesisch Harf Gai du hast gut Sinn da das nach ein chinesisches Instrument das ist schon alles dann du Drums dran du suchst elektrisch geht da dran das Flüten das wirklich voll gepackt man macht Stuff und schlauschen dadurch haut noch immer das ging nicht durchstohlen cool der kleine Ballfall wie schon allein drüber schwarz klingt wirklich interessant ich meine das ist auch für mich guckenswert dran lauschterenswert ich muss so also wann ich da keinen Tipp gehen so wie ich dann am Menschen appreiert tun das war du weißt dass dein lang Streck für und da ist und du müsst da dran es kann am Umfang überwältigend sind eben weil teilweise so wenig oder teilweise so viel an einem Lied passiert und ich persönlich von am Lied Caverne oder am Album Caverne Magica der verbunden ist dick viel an ich denke das mies ich auch als mein absolute Favorit und Album nur sogar an den 80er muss ich so mit den hatte sogar teilweise Success mit MTV ja Dancing with the Lion dat hat doch ein Videoclip katastrophale Videoclip kannst du nicht gucken gell? Das schrecklich verpixelt dann kitschig an klischeemäßig mehr also das nach immer do an da stand mich immer ich sollten effektiv für 2 Jahre schon noch schon live gesehen hi zuletzt cool. War an der Philharmonie das war ich will nicht so das immer einfach gesucht da sind von den beste Konzert wo ich je gesehen mit den interaktivste Konzert für Leute wo gucken waren weil hier nicht auch do das sind alles halt soll mal sind alle so ja all Musiker wees wat er mcht er bringt das fertig Publikum mal dran zu zählen mehr hun deelweise so gemisse Matman an huet do schon fan einfacher Lied de Beat fir gin den das mat der Haft noch kam schmenge wat hat mir dabei ausser als Schlüsseln dort als abgefordert ist mat der Schlüssel mat gemer man miss klappen dat war einfach geile Konzert aber en ganz spirituelle Aderweis das cool wann so Publikum mat aufverbünds an den Musik absolut cool aber wie gesagt für 2 Joer oder schmenge sogar mail ja 3 Joer sollten se seit maybe 15 Jahren nee seit maybe 10 Jahren immer Konzert gehen irgendwo in Deutschland dann natürlich durch die ganze Situation dass alles aufgeblose gehen und du hatte ich auch schon die gehen also wann ste ging nein kein live gucke ging ich das definitiv machen gell? Okay ich mein, du wärst auch dabei aus mal ran also wie gesagt das nicht sein ich denke das kennt dir gefallen ich bin noch kein Durchgang ich weiß du hast mir auch du warst ja auch ganz große Synthwafer ja ich wollte für dich nach kurz Jean Argoen von mir auch allen zwei gut fanden Jean den ich auch immer am bisschen zumindest ein bisschen am Metal immer kennen okay. Das ist den Jazz der guten Jazz da war auch mein Vater auch schon 10 Jahre her wo man ein bisschen den ob der gut kommen sind so ne? Das ist ziemlich gleich ja irgendwie noch unabhängig nee, das ja. In den Namen beeinflusst hat ne? Ja. Und, ja Jazz also auch eine Erfahrung
ich beso das so abstrakt Musik teilweise geil es gibt verschiedene Sorten Ja. Free Jazz der cool Jazz dann Fusion Jazz an High do geil an net alles als auch dat wat unbedingt ge lauster geil die Sachen do die sind einfach so beruhigend derweis geil so chillend ja das schwere zu beschreiben Jazz ja zum eben auch weil so viel Variationen begött ne schon zum Beispiel in von Mengen absoluten Lieblingsalbumen was ich mir so kurz rum von dat auch allgemein als von den besten Albummenschen Jazz bekannt ist da das den Kind of Blue von Miles Davis ja das ist einfach ein absolute Klassiker ne? Ich mein, das alles gesucht das kann ich von Hand bis 4 kann dat durchlauschen dat lauscht das so gut so smooth gell an ich mein, du sucht John Coltrane irgendwo dran ja, John Coltrane mit Giant Steps den Album auch ja voilà, ja, das auch ein sauguten Album ich meine die werden direkt ist, genug ich dir platzieren Platz 2 von den besten Albumen so. das mein Album wo ich kann mich auch wirklich stundenlang ich meine Lieder dauern teilweise auch nicht allzu lang Jazz als Komplexmusik mehr das ist ein Album wo immer lebt gell? Und ich muss auch so eine schon John Coltrane obwohl es aber immer dieselbe Sport war wie Miles Davis und ich immer Lever gehabt ich weiß nicht okay. Miles Davis ist absolut geil scheiß kein froh gell mehr ich weiß nicht ich komme mich da Martin vom John Coltrane ja klar. Ja das effektiv bewusst für nur geschwarte so war ziemlich unabhängig von den Nähen aber das war die Zeit du wirklich eine Zeit schon so nicht gemäht wie Jazz gelehrt hat gell bist schon so, ja, wirklich ja. so an noch dementsprechend eloquent geschwat an noch Konzern war hauptsächlich ja Jazz und Jazz Rally ja. und so Sachen wie das genau und war auch schon auch Metal dann Sache Gesicht die vom Jazz inspiriert waren oder zumindest genauso verreckt waren wie Jazz ne? Ich meine du fällt mir du hast alle echt Dillinger Escape Plan Kap an so Mathcore Sachen ne? Wir sind auch am Death Metal am technischen Death Metal ist viel Jazz gespielt dran mittlerweile von Joe Black Metal Sachen die so Sachen dran und das ist einfach ich liebe die Kombination einfach an Jazz also immer ja das ist einfach schwer zu beschreiben geil das immer so eine Musik die auch am Herzen was dabei drohen sind ich für mich als Jazz sich wann ich mich Jazz mit einer Metal Sprache gleichsetzen als für mich Jazz wie Progressive Metal ja absolut so viel noch viel Jazz Elemente dran ja Mann ja andere Bands das recht leider haben wir nicht ganz viel Konzerte noch gesehen ich meine den einzigen wo ich mich schon kann erinnern von effektiv International Stars das war dann Gregory Porter war mein genau ja ultra begabte Sänger also mega gut ich meine natürlich ist dann nicht den Jazz mit dem Jazz Gitarristen oder Jazzsänger ging so okay der hat aus das Hit gell das hat dem Moment einfach so gepasst und ja ich war hin erwäsch von ihm ne auch nach lauschen ganz gerne schmengen du lässt auch du bist ein echter quechte Gerd mir ich bleiben halt immer gerne Pink Passion okay von andere Sänger lo kann ich nicht ganz viel wo okay natürlich ist Chet Baker den ja, voilà, so ja. Charismatisch Sänger den eng Stimme gell vibrierend Sche Stimme einfach gell so das ist auch schwer zu beschreiben weil ich dabei vielen muss den Album Chet Baker sings gell genial einfach genial auch gesinn mir hat lo 39 Lieder an der Liste ich gesagt ne kannst nicht schon schön nach schnell Lied dabei geschmuggelt aber man sein Grund schön nach den Django Reiner tra gesagt geil den französischen ja kann so immer gerne so als den Zigeuner Jazz bezeichnen wollen dat hat nicht so darf nennen das aber genau da spielt genau da drüber an doch Gitter gespielt ein ganz speziell Aderweis wird spielen auch verloren huet beim Brand an dat man gemischt beim Stefan Grappelli Sänger geil Geld das
very first Cream. Absolut. Ich meine, wann ich und den Django denke geil, den hört doch ganz viel die französische Musik beeinflusst. Ja, Weil absolut. es hört halt die französische Klischee. Es klingt vielleicht no Jazz für die Enge, es klingt aber echt no. Du kannst, du sitzt auf der Place Montmartre zu Paris und du läufst das Django und das passt einfach. Ja, das Das passt ist so falsch. Klischee, geil. Das ist so krass Klischee, mit das ist aber so wahr, geil. Und wenn wir schon dabei sind, da ging ich nach Schluss kurz etwas an, was du vielleicht auch nicht wirklich kennst. Das ist ja echt dann Songwriter Pop und das ist Saz, die französische Sängerin. Das kann das. Ganz Oder klar, das, voilà. das, ja. Und das ist schon, hat auch als Zufall kennengelernt, ach schon ewig hier, das ist ja auch schon lange dabei. Und hat verbindet halt den ich will nicht so französisches Swing, aber so eben das, was den Django gemäht für Singzeit, wurde hat gemäht. Ja, Und dann noch das dann ist, ein ganzen Album, wie Paris heißt den Album einfach, hat den ganzen Album halt Sänger Stadt gewidmet. Und dann ist auch irgendwo so geschrieben, wie den Django ging schreiben. Ob einer französischer Pop, mit eben dem, wie du siehst, den Gypsy Jazz oder den Musik Manouche, wie sie gerne noch genannt wird, gemischt. Und ich kann schon den Album mega gerne. Viele Sachen von dem, wo es so mischt, das nicht so das, mit dem Album ist wirklich geil. Okay, Muss ich sagen. okay. Cool. Ja, und ich denke, eine Band von mir allen zwei auch noch leisten, wo ich noch kann denke, definitiv ausschwätzen. Das die Luft, wenn man sowieso schon bei den Franzosen sind. Air. Ja. Air ist, wie ging es Ja, Air ja, beschreiben? das kann erklärt. Ja, da geht es ein bisschen mehr in die Richtung von Trip-Hop. Ja. Dran Elektro, Trip-Hop, ganz sanft, aber nicht wie Massive Attack, mehr echt wie Dus. So. Wie schlafend. Ja, beruhigend, hypnotisierend. Ja. Air ist cool. Absolut. Air ist cool, und nur doch lange Lieder geschrieben. Und ich meine, das Lied, was mir noch heute geklagt hat, ist La Femme d'Argent. Ich meine, das ist auch Das ist mega bekannt. bekannt auch, Das ja. dann, gell, das tut auch eine anständig lenkt. Ich persönlich bin mit Air in Verbindung gekommen an meinen Glanz Kieferzeit. Ja, weil ja, das ist ehrlich. auch genau das. Voilà. Ist genau das. Kollege damals, den hat das Lied gelaufen, wird das schon mal geheischt, vom 10.000 Hertz Legend wird das geheischt. Und das tut man so einem, den Intro von dem Album hat so entwickelt den extrem tiefen Bass-Beat mit ganz dezenten Noten nebendran. Da kannst du wirklich dich gern drauf verlieren. Und entweder du bist drauf verloren, du bist einfach angeschlafen, gell? Weil das dein Herz an dein Gehirn massiert wird, man Beat, gell? Also, das war schon cool, muss ich sagen. Auch das sind auch so Erinnerungen halt, wo gerne bei Lieder bleiben. So. Klar. Sachen wie das. Aber wir schon ein bisschen beim Trip-Hop sind, dann Ja. schon auch, wie gesagt, wie schon von erwähnt, schon Massive Attack dran gesagt gehabt. Beim Album Messen auch mein absoluten Lieblingsalbum. Von Hanne bis vier mit Tonne Gastsängerin drauf. Auch so geile Sound, einfach so geile Sound, so geile Beats sind drauf. Aber auch, die war so ein bisschen die Schlafmusik-Atmosphäre, aber bei cooler Weise. Und dann, Ja, Schlafmusik, also was Gutes. ja, da kann ich auch Portishead definitiv erwähnen. Yes. Dummy. Portishead mit Dummy, ja, auch ein absoluten Top-Class-Album ne, von Hanne bis 4. Ja, was tun wir nachher? Wo ich denke, gerade da durchgehen. Aber schon natürlich Ja. auch. Bon, wir wollen natürlich nicht der vergessen. Ich weiß noch nicht, ob ich in kann da stehen lassen, mir schon einfach mal gesagt. Wir haben auch ganz Lützebäuer Sachen. Leider Ja. findest du halt nicht immer alles. Wenn wir dabei auch so Indie-Folk und so Indie-Folklore-Sachen sind. Wie hat das schon mal geheißen? Claudine Minot and the Luna Boots. Das war auch ein Zeitchen etwas, Okay. was ganz viel klar war. Ich Kann meine ich schon noch gesagt, Indie-Folk findest du leider nicht viel auf Spotify, dafür konnte ich leider nicht dran setzen. Andere Sachen, Daniel Balthasar ist mega wichtig, fand ich. Das ist vielleicht von den größten größten Kann ich schon ein bisschen so und so. und ein anderer, wo ich nicht fand, und den Julien Arpetti, also auch ein ganz großen Musiker. Singt er hat schon Französisch, mais soit.
fand ich gut. Und dann natürlich als Junge von Eternal Tango, die zum Schluss von ihrer Karriere halt bist du mir die Softzeit will ich nicht so das immer nach Eternal Tango blieben ein bisschen neu entdeckt Voilà. voilà. Ihre besten Album nie überhaupt aber gemacht Ja, absolut. Golden City und ich den Album für dun gucke was war das schon mal First Round at the Sisi Café das hört nicht dummer die gehabt gell ich nee, selber leihen gell das Kontrast pur gell und, leider sind sie auch schon ein Zeit schon nämlich dabei Welcome to the Golden City war hier mein größter Rolle generell an auch dat Lit Golden City dat war geil dat letzte Rockband okay dat Respekt gell das ein absolut Radiosong ja an den hat man noch die ich leider auch net von tun dat war halt aus Eternal Tango als Foxkin oder Hanno wie se Hanno geheescht wie hechten se da ja da schmengend war Fox mat 2x sind wir nämlich ganz sicher und ich leider auch nicht fand an net bring me the horizon wie Angel at my table so. Bring me that vergiss anders Sport ja die hast ganz vergiss ja die dat waren auch so meester so den rockischen vielleicht doch schon deelweis mir harten Deel mit wann immer radiotauglich also auch immer gerne vertrude gehen ja an wat man na do also wie gesagt die Lücht die wird iwwer die nächsten Jahre definitiv entweder vielleicht ein Update machen dass man Sache wäschwellen oder kann sinn dass an 2 Joer werden so 3000 Sachen hat rastoen dat kann auch ganz gut sehen was sind nach ein große Fan von elektronischer Musik einst du am Metal net ger gesinn hast das sind noch viel die können dat gut tun schon Techno zum Beispiel relativ gerne der guten Techno aus den Ufangs 2000er von Sachen wie DJ Wash, Chris Liebing, Carl Cox, Sand Fates, die ganz Geschichten sind noch an der Zeit oft op Techno gegangen und so dat wir doch gerne doch Atmosphären Spuren Spuren schlauschen noch haut nach ein am Auto ja das da immer auch mit chilischen Elektromusik ne? Wie zum Beispiel hat die gesagt am Lied Fantasy auch mehr geil ja auch wie für du schon ugedeiht du erwähnt hast den Synthwave denn so Ufangs, 2013 14 ein bisschen echt das so und komme kommen wie Synthwave nicht kennt ich wie so Musik elektronische Musik gemischt mit dem 80er Joren Flair ja so denk den Miami Vice und GTA Vice City und Miami Beach mit ganz viel rosa mit dem Ferrari Testarossa durch Stadtstraße fuhren so die Flair genau das bringt da drüber ne? Ja doch ganz ein ganz große Lokrit an den letzten 2-3 Jahren dat so explodeiert dass Bemol Synthwave Artiste wo längst jetzt oppoppe gell da war Perturbator aus Frankreich die sind dann nur noch nur kommen die hatten das ganz dann ein bisschen mehr dystopisch Blade Runner Atmosphäre bis mir gesagt geil die auch mega geil fand geil absolut rekommandiert also, das ist Musik das lauschen da so gerne ja doch sollten Rockhall kommen lo das läuft nichts 2022 versagt gehen Perturbator okay sind wirklich gesehen ich hoffe die Konzert gehalten ich wirklich live gesehen sind echt Synthwave ja ich will nicht wo ich lausche nicht ja wann du hast ich weiß auch von dir du hast mal Kawinski und so an was hast du da gesagt ich mein Perturbator ja gesagt an noch 4 geschlohen ja mit dat ich weiß nicht das ist effektiv am coolsten zu löschen das dat von der NRW Bass ja das ist absolut Automusik das ist so der Glanz Automusik am besten nach von nicht also du fährst durch einen Start und näher die Luft kommt dann gehen vielleicht mal ein bisschen verrehnt und wird so das mehr stelle noch gerade fest mal gerade von so Sachen schwarzen mir hun auch ein gewissen Faible für Soundtracks mit der Summe Gu kein dran das komischerweise gut nicht ja wann du datlose beschreibst ist dass das Deich da viel Luten nun verrehnt du fährst durch einen Staat und daher schü den Saxophon da muss direkt einen Taxidriver denken ne
ja den noch absolut geilen Film Noir Soundtrack ja also so Sache wie da das auch also mir hun wirklich ein groß Datenbank und Soundtracks ja also du denkst halt auf den Blade Runner erwähnt gell der Ja, Soundtrack ja. von Blade Runner Evangelis gell Ja, ja. so geile Scheiß ja dann man natürlich auch dat komischerweise man nie so wirklich schwamm du mat gesehen ich meine Schwefir 2 wollte ich auch net will so dass alles schlecht also ich meine Schul selber hunnech Apps ich meine just Apps da gesagt wo Hip-Hop Orientationen hun ja das war auch nie wirklich ja Dach schmenge so gräst wie wann an Dr. Dre mat Snoop Dogg oder Busta ja Rhymes da hatte ich Elite. auch oder Nice. NWA mega geil gell Ja. so die Oldschool Sachen aus den N8er an dem was am Ufangs Longscher das war geile Shit gell den echt Gangster Rap die rauskommen aus den USA Ja, aber ja. Haut das wird Haut so aus das ist echt wie so Das ist auch, muss ich so für mich persönlich nie etwas wo ich wirklich intensiv sicher gell das nee gehört nicht zu mengem Repertoire das stimmt nie ja. gemäht wann ich nur natürlich so gucken schon vielleicht lo dat falsch Lied dafür geholt es Ja, hat was ist das dann? Nuja Bestra gesagt Nuja Best war ein japanischen Ah, ja. DJ wo Lo-Fi an Hip-Hop gemischt huet an huet doch ganz oft mat japanischen Hip-Hopper zusammengeschafft wie den Tushing dat Lied hun ich leider noch nicht fand das ging da doch recht stohlen an dat war ganz viel und der Oldschool orientiert aber mat dem typisch japanischen Flair Cool. oder Mondo Grosso als ich so Haus kann ich das vielleicht ja, so ja. dat Acid Jazz Acid Jazz genau ja und, ja also mir hat mir Daft Punk net dran weißt du, mir Daft Punk vergisst Ja, wo auch ja, wichtig stimmt. ist mir wie gesagt ich mengen die Licht am mir sinn los schon geschwoen aufreck mir schwätze schon geschwoen eng Stunde okay, krass Und, wieder Matkrit och van aus dem Metal ganz wichtig ass sinn als die andere Sache net viel Manner wichtig an ich denken dass Interesse wann einfach sein Op and Over oder generell ein Op and Over huet an Mollsachen lauscht dat wo gewöhnlich vielleicht net ging klicken wie se nie war die Krit ge das wie ging de Forest Gump so mat der Schachtel mat Pralinen wie se nie war die Krit an so Genau. hast mengen Schei genau selbst an schon noch ja so nee so du schon nicht ich wollte so als last froh wollte ich da so frohen höchst das Mainstream musikmäßig ist vielleicht nicht unbedingt so guilty pleasure aber schon ein bisschen was noch gibt's dran setzen so das wirklich alles kommerzielles Mainstream ja wow. De froh nicht mal net wirklich gestalt ne weil ich muss so ich mein net den Unterschied zwischen Mainstream an du musst das schwer an so dem allgemeinen Gib ich- Dingens Gib ich dir recht ja mehr ab es kein Apps was genauso gut 10.000 Bude am Radio kennst lauscht aber kennt laufen muss man so guilty pleasure artist ne okay doch mehr aber auch nicht alles muss ich so wenn man da abfällt da muss ich sie also blä 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 dat schafft Erzähl mal nicht. dat schafft ich gerne am David Guetta zusammen ich mein David Guetta Okay. ist sowieso schon ja das was voilà. Mais hat dat Lied Chandelier dat war ich mein dat wär so ein guilty pleasure Lied oder nach besser sorry nach besser Lady Gaga genau Voilà. voll schon erwähnen an dem hin so net aufgeschwert mit der pure ja. hat gedacht schon sollen natürlich gesagt aber ich hatte so den echten nicht Debütalbum von Lady Gaga The Fame den hatte Steck gelöscht hat geil ja ich ging so und ich das war schon egal was Leute drüber so und ich fand den Album echt wie cool das catchy das so richtig Dance Music ich hatte ihn oft am Auto gelaufen wo ich so rausgegangen war und so gegangen alles cool Lady Gaga, so gut Songwriterin super Sängerin geil da kannst du nie Avalanche geil und mich auch gut Lieder an der Stunde an besan das mis so kommen ja so fällt mir auch so. doch mir du bist du wahrscheinlich nicht mal verstehen Okay. es ging Mengem Gingerhead Kompatriot hanst du auch ger moyen etwas spielen zu los Den den Ed Sheeran genau ja
die Rezentsache net ich muss ganz Genau, zugin den echten Album wit plus mengsch plus Keine ja plus an du kom multiply déi sinn ziemlich viel gelaf an dort dat immer dem ganze Fame gefangen wo auch dat Lied Ja. drauf war Icy Fire vom Hobby dann da war so okay nee dat lo awer zuviel für mich Also, Ufangssachen du ginnest da recht du ginnest da absolut recht neue Sachen kann ich auch nicht filmen immer darauf fangen muss ich sagen an ich weiß auch noch net aber ste kennt das ich nennen einfach lo weil Schul grad löscht op wo all die wie komisch Sache stehen die net metal sinn ge do ja dat gilt die Pleasure schwesen net Adele auch deelweis ja an den deitschen Pop Soul Popsänger Leif Aldin hun es schon immer gelauscht hat okay auch haut nach vollch mir wat fanden ich meine noch von gesagt ne lo net méi de lechte guten Album war ja 2007 rauskom wisste an dat war so mir hatten hin an der du an nech mir waren ze summe mat immer der Klasse den hue mich voll der Dr dann okay an keine Ahnung schon deck viel Lieder kann ich mich direkt mat identifizieren an du sinn ich bisssen der Pasche bliwen an schon lange gelauscht ich weiß aber wat ich haut machen méi verdéicht muss ich noch bis Metall lausstre well me will ja net ze viele überdreiben gëtt loken softie Podcast he bleibt immer Comedy läuft noch immer bleibt schwarz. immer Metal Podcast an eng Imol am Joer Serie Ja. vielleicht kann ich gucken wann dir vielleicht dabei noch nach Sachen hut definitiv vergiss und dann mir hun noch definitiv 100% Sache vergeht können da auch gerne matdeelen an denken dat wäret dann auch schon fir das bis mir lang wie geplanten dingen mir verleieren als halt genauso ger wie bei andere Sachen der Fi mir sind allgegenwärtig mir wüsse viel zu schwätzen voilà. genau Und ja ich ging so mir wünsche ich dabei frohes Hören bei dem komische Wirrwarr wo Heilo steht genau ja, merci für den Luisteren. merci auch und dabei an merci Pete für den Zeit merci Merci Gilles an für dich, den Gilles. Zeit an dann als bis geschwind bei Comedy ging so voilà genau bis demnächst dann tschüss Toodaloo